Moin! Glück auf erstmal. Moin, Mara. Alles frisch, alles wach oder was? Alter, ich muss hier gerade erstmal so einen Kompromiss finden, wie nah ich hier sitze, Alter. Das macht mich gerade fertig mit der Brille. Super nervig. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen, wa? Heute geht es um Thema hier. Wie immer, ne? Geweckt von einer YouTube-Benachrichtigung. Tja. Sag ich mal nix so, wa? Gut, ich würde sagen, frisch, fromm, fröhlich, frei. Gucken wir mal direkt in die Spieltagsergebnisse, die bisher da sind, so. Ich meine, ich war wieder sehr gut dabei. Zwar leider ein bisschen Pech so, von wegen Fünfer, aber ansonsten komplette Fußballkompetenz vorhanden. Nur Stuttgart-Köln. Habe ich eigentlich den Stuttgarter einen Sieg zugetraut mit 2:1. Aber ansonsten überall die Tendenz richtig, wo? Wir 5:0, ja, 3:0 habe ich getippt. Mainz-Gladbach. Ja, dass dann eine enge Kiste wird, war klar. Gut, ist dann 2:3 anstatt 1:2 geworden. Union Freiburg 1:1. Yay, das einzige richtige Ergebnis. Wow. Leipzig-Hertha. Ja. Hätte ich ein bisschen klarer erwartet. Von daher auch nur 2 Punkte. Ja, und die Dortmunder hätten ruhig noch einen machen können, ne? Was ist da los, ey? Junge, Junge. Drecksverein. Naja. Aber immerhin wieder 14 Punkte geholt. Alles gut. Und ja. Spiele so, wie sie sind, erwartet. Und damit können wir doch zufrieden sein, oder nicht? Der Rico hat abgekackt. Mara geht ja auch noch. Was ist mit dem Kalle los hier? 20 Punkte, Alter. Unglaublich. Ja. Drecksau. Wieder ein Punkt näher. Aber noch bin ich Erster. Mal gucken, wie lange noch. Mal gucken, wie lange noch. Klar habe ich mich beschissen, natürlich. Weißt du, 5 von 6 Spielen richtig getippt. Habe ich mich beschissen. Nee, ist klar. Jo, ich würde sagen, wir hauen noch mal einen Blick in die Tabelle rein, wa? Bundesliga-Tabelle. Hat sich ja nicht viel getan oben. Ja. War schon krass, die Dortmund haben gerade mal 2 Gegentore, Alter. Leipzig gerade mal 3. Lob und Anerkennung. Sagt ja immer, die Abwehr gewinnt. Ne, man sagt, wie heißt das? Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Titel. Schauen wir mal. Bin gespannt. Ja, ansonsten hier die ersten 3 ziehen schon weg, wa? Also danach ist ja schon. Wenn das Stuttgart Vierter ist, ist ja auch schon wieder. Aber nach 5 Spieltagen, ja, alles gut, ne? Ich meine, hier Augsburg und Bremen könnten noch auf 10 kommen. Leverkusen noch auf 9. Aber ich denke, so das Bild wird auch die Saison überbleiben. Die ersten 3. Es wird sich mal ein bisschen hier wechseln von der Plätze her, aber die ersten 3 werden da wegmarschieren. Dahinter wird es ein bisschen spannender um den 4. Champions League Platz. Ja, und unten ist natürlich Trauerspiel, ne? Ich meine, Mainz ist ganz durch. Ja, wo die Schalker sind ja noch mehr durch eigentlich, Alter. Die Kölner da unten rumkrapseln, ja, kann man auch erwarten. Aber dass die Hertha da unten rumkrapselt, ja, ist der Bruno wohl auch wieder bald weg, denke ich mal. Wird da wohl auch nicht mehr ewig bleiben. Ja, der Rest, was da unten rumkrapselt, war zu erwarten, wow. Gut, die Wolfsburger ein bisschen unglücklich mit ihren 4 Unentschieden. Aber die haben immer mal so komische, sie haben schon mal so eine Saison gehabt, ne? Da haben die auch irgendwie 20 Unentschieden gespielt oder so. Also von daher. Alles wie es ist, würde ich sagen. Das ist so traurig anzusehen. Was denn, dass die Schalker da stehen oder was? Peter, Tag. Moin. Oder guten Mittag oder wie auch immer. Tag passt wohl am besten. Ja, mein Gott, ich habe die Schalke als Absteiger getippt. Von mir aus können die ganze Saison da unten stehen bleiben. Alles gut, ey. Hab ich kein Problem mit.
Ja, aber sonst ist ja alles wie erwartet, so ein bisschen, ne? Naja. Gut, ich würde sagen, wir hauen mal direkt, gehen mal direkt in die Champions League rein. 2 Tore in 5 Spielen. Ja, immerhin. So einen, der weniger hat. Ja, Bielefeld hat immerhin 3, Wolfsburg hat auch nur 2 geschossen. Leverkusen hat auch nur 3 geschossen. Obwohl Leverkusen hat ein Spiel weniger. Bielefeld auch, okay. Können wir nicht zählen. Ja, zu meckern haben wir eigentlich gar nichts diese Woche, aber vielleicht so ein bisschen über den Alaba vielleicht, obwohl er gestern schon stark verbessert war. Gegen Atletico war er noch so ein bisschen meh, wie ich fand. Aber ansonsten haben wir jetzt als Bayerner nicht zu mosern über die Woche. Also 4-0 gegen Madrid, 5-0 gegen Frankfurt. Ja, das Meckern auf hohem Niveau dann heute hier. Aber wir können uns ja mal die Statistiken angucken. Also ich muss sagen, also so souverän, wie wir gegen Atletico gespielt haben, haben wir diese Saison noch gar nicht gespielt. Also so die ersten 60 Minuten. Danach haben wir so ein bisschen, ja, Larifari gemacht, ne? Was okay ist. Haben wir so ein bisschen Schongang reingemacht, da hat Atletico ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Aber so souverän, so engagiert, so heiß haben wir diese Saison noch nicht gespielt. Mein bestes Beispiel dafür ist Coman. Champions League hat er Bock. Gestern gegen Frankfurt war wieder so semi, ne? War wieder so 30% weniger. Ich meine, hat der Flick ja auch angesprochen, daran wird er gemessen. Ja, mein Gott. Wie gesagt, also gegen Atletico war er mega stark, der Coman. Also da kannst du nichts zu sagen. Gut, Ballbesitz haben wir 58, ist für uns ein bisschen wenig. Aber erklärt sich halt einfach, wie gesagt, so die letzte halbe Stunde haben wir es echt ausklingen lassen, so ein bisschen. Fouls 8, 13. Ich denke mal, 13 Fouls hält sich auch noch in Grenzen für Atletico. Zweikämpfe, ja, 50-50 fast. Ich denke, das passt. Also wir haben auf jeden Fall gut dagegen gehalten, auch erste Halbzeit. Muss man nochmal sagen. Schüsse 16-6, aufs Tor 5-1. Ecken 6-7, ja. Flanken 13-19. Wow. Madrid hat sogar mehr Flanken wie wir, oder was? Krass. Ja, Hernandez war wieder, sieht man ja auch, war mega stark. Tolisso war auch okay. Süle, ja. Aber guck mal, selbst Ballkontakt ist ja Hernandez mit 121. Führender, Alter. Kimmich war okay. Dann ist auch schon wieder Süle am Start. Ja, gefoult worden. Mein Gott. Schüsse insgesamt. Guck mal, Hernandez hat sogar 3 Schüsse, Alter. Er kommt ins Rollen. Torschuss Vorlagen, Coman 4, Müller 3, Kimmich 2. Ja. Wie ich schon sagte, gegen Atletico war alles tutti, ne? War das beste Spiel, was wir bisher gemacht haben, würde ich sagen. Wie gesagt, der Alaba war ein bisschen abgefallen ist, wie ich fand. Ja, wie ich ja schon sagte, bin ja auch gespannt, was jetzt passiert. Davis ist ja erstmal verletzt. Ob er dann endlich mal tauscht und mal den Hernandez als Innenverteidiger stellt. Den Alaba wieder als linken Verteidiger. Ich denke, das würde uns noch ein bisschen Stabilität mehr geben. Ich würde es halt einfach mal ausprobieren. Halt. Ja? Mein Gott, was hat er zu verlieren? Ist mal ehrlich. Und da jetzt irgendwie dem Alaba nur Zucker im Arsch blasen, weil er noch nicht verlängert hat, ist halt auch der verkehrte Weg in meinen Augen. Ja, ansonsten der schwächste Mann auf dem Platz war der Schiri, war. Champions League Spiel, also. Der da teilweise sich zusammengepfiffen hat, weiß ich auch nicht. Aber da war der gestern ja auch nicht besser gegen Frankfurt. Er hat ja auch irgendwie mit zweierlei Maß gemessen, da gelb direkt und ach, hör mir auf. Ja, ansonsten natürlich für uns ein super Start in die Champions League. Vor allem die anderen beiden haben unentschieden gespielt. Also ja, wenn alles normal läuft, ist das auch schon wieder ein Selbstläufer in der Gruppe. Muss man halt so sehen. Aber es war schön zu sehen, dass wir man konnte uns ja ein bisschen schlecht einschätzen, wie ich fand, so die letzten Spiele. War schön, dass wir dann Atletico so beherrscht haben. War gut zu sehen, dass wir, wenn es darauf ankommt, das auch in petto haben.
Ja, ich weiß auch nicht. In letzter Zeit, die Schiris sind so... Weiß ich auch nicht. Aber, mein Gott. Was willst du dich bei 4-0 aufregen oder 5-0 wie gestern? Ja, alles gut. Gut, kommen wir zu gestern. Da habe ich noch ein bisschen mehr im Kopf. Da können wir ein bisschen mehr zu sagen, denke ich. Erstmal Levi. Levi hat Bock gehabt. Generell die letzten Spiele, ne? Die ersten 2 Spiele war ja echt so meh. Aber jetzt ist er wach geworden irgendwie. Ist angekommen in der Saison und... Ja, haut raus, was rauszuhauen ist, würde ich sagen. Statistiken 60% Ballbesitz. Ja, ist auch noch relativ okay, sag ich mal. Haben wir schon besser gesehen. Abseits 3-7, Fouls 11-12, da sind wir gut dabei. Zweikämpfe 51-49. Ja, halb, ne? Schüsse insgesamt 20-8, Schüsse aufs Tor 9-2. Ecken 10-3, Flanken 16-11. Gewonnene Zweikämpfe Kimmich, Saar, Douglas Costa, Alter, obwohl er gar nicht so lange gespielt hat, wo? Uriel, guten Morgen. Gefolgt worden, interessiert uns nicht wirklich. Ballkontakte, ja, Kimmich, weder Hernandez dabei und der Saar. Schüsse insgesamt, Levi 5, Koretzka 4, Müller 2. Der Müller, Alter. Der Müller war gestern wieder der originale Müller, Alter. Torschussvorlagen 3 Coman, 3 Costa, 2 Sané. Ja, ich denke, daran sieht man schon, ja, dass unsere Bank halt funktioniert an den Statistiken. Ansonsten muss man sagen, dass Frankfurt noch gut bedient war mit dem 5-0. Wir hätten mindestens 2 mehr machen müssen. Wenn ich da nur an den Hernandez-Schuss an den Hernandez-Schuss denke. Der schwieriger drüber zu schießen als reinzumachen war. Später, klar, qualitativ sollten wir uns easy durchsetzen, aber ich finde, Salzburg kann auch ein maximal unangenehmer Gegner sein. Ja, die Form, die wir aktuell haben, denke ich das nicht. Ja, echt nicht, also mache ich mir... Klar, so darf man die alle nicht unterschätzen, auch in Moskau, wenn du mal einen schlechten Tag hast, ja. Und da vielleicht noch ein bisschen kälter ist und so und Reisestrapazen und so weiter. Logisch, kann die immer mal unentschieden rausrutschen. Kannst auch immer mal 2-1 verlieren oder sowas, oder? Ja, aber passiert auch trotzdem nichts. Weißt du, wie ich meine? Ist ja nun mal so. Ich meine, wenn alle Stricke reißen würden, wenn du echt irgendwie 3, 4 schwarze Tage haben solltest in der Champions League, kommst du immer noch als Zweiter weiter in der Gruppe. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Vor allem, man hat es ja gesehen, dass da die Motivation einfach bei den Jungs nochmal um einiges höher ist, wie in der Bundesliga. Ich denke mal, das hat man klar gesehen gegen Atletico. Mag jetzt auch am Gegner gelegen haben, ja. Wir schon recht haben, so gegen Moskau oder Salzburg wird das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen von der Motivation her. Aber wahrscheinlich immer noch ein bisschen höher, als wenn du der Bundesliga gegen Bielefeld spielst oder sowas. Jetzt nichts gegen die Vereine, aber ist ja nun mal so, ne? Ist ja menschlich irgendwo. Gut. Wo war ich denn jetzt? Bei Müller war ich, ne? Coman und Kimmich fand ich gestern nicht schlecht. Zu Levi braucht man nichts sagen. Ja, Coman war nicht so. Ja, er war bemühter wie die Spiele davor. War aber jetzt nicht so stark wie gegen Atletico zum Beispiel. Muss man auch mal sagen. Hat sich aber bemüht, ja. War okay, aber so das letzte Quäntchen hat irgendwo gefehlt, sag ich mal. Wie ich gesagt, Hernandez fand ich souverän. War ein bisschen mehr auch in der Offensive. Wie gesagt, hat auch diese eine Chance gehabt da. Der schwieriger drüber als reinzumachen war. Da muss man mal ganz klar sagen. Ja, und ansonsten, wie ich schon sagte, hat man halt, ja, unsere Bank, die Transfers, die wir gemacht haben. Mega. Also Douglas Costa hat nochmal richtig Wind reingebracht. Musala war auch nochmal gut präsent, wo er reinkam. Sané genauso. Ja, und dass der Levi halt mal ein bisschen früher runter ist nach 3 Toren, ist auch für dich okay. Also gestern hast du, ich meine, bei Atletico hast du übrigens zwischendurch nochmal so ein bisschen
gedacht, ja, die könnten mal ein, zwei machen. Ja? Gerade mit diesem, wie heißt der, Felix da, der Junge, der war zwar im Zweikampf, hat da kein Land gesehen. Aber so am Ball und so vorlagenmäßig war er schon gut dabei. Und das hast du bei Frankfurt gestern gar nicht gehabt. Also bei Frankfurt hast du nie das Gefühl gehabt, die würden ein Tor schießen. Also. Zwei, dreimal der Rode, der hat sich ein bisschen Mühe gegeben, wie ich fand. Auf Frankfurter Seite. Der hat sich mal ein Herz genommen zwischendurch. Aber ansonsten hast du gestern... Also ich zumindest nicht einmal das Gefühl gehabt, die würden irgendwie ein Tor schießen. Alter. Vielleicht wäre immer irgendwie bei der Ecke, hätte sich mal einer verirrt, aber ansonsten wäre da nichts passiert, ey, aber gar nichts. Ja, und wie gesagt, Müller war gestern wieder ein originaler Müller. Müller lief gestern gar nichts zusammen. Wirklich gar nichts, Alter. Weiß ich nicht. Der war wieder nur, ja, das war wieder so mit so Müller, so kreisiger C-Kicker. Weiß ich auch nicht. Der hat halt so Tage. Normalerweise macht er dann immer noch irgendwie so ein Kummeltor. Aber ja, das blieb ihm gestern verwehrt. War wieder ein originaler Müller. Ja, ansonsten Levi war mega. Meinen Sie, wir können es ja mal durchgehen. Zum Neujahr brauchst du nichts sein, nichts zu tun gehabt. Was ich bemerkenswert fand, war, wo Javier reinkam, dass er einen Innenverteidiger gespielt hat und der Boateng auf einmal den defensiven Mittelfeldmann gemacht hat. Ich meine, da hat man nochmal, also gestern hat man wirklich gesehen, wie fit der Boateng ist. Ja? Der ist da echt ins defensive Mittelfeld, da muss er ja gut rennen. Muss er ja als Innenverteidiger sonst nicht so. Da muss er mal 2, 3 Sprints, wenn mal ein langer Ball auf den Stürmer kommt, machen. Ansonsten ist das ja mehr Rumgestehe als Innenverteidiger bei uns. Rückst halt mal bis zur Mittellinie raus, dann wieder ein bisschen zurück, ja. Aber das hat mir schon imponiert. Also, dass er dann auf einmal defensive Mittelfeld gespielt hat, 20 Minuten lang. Und da muss er richtig rennen. Also, da hat man noch gesehen, wie fit er ist. Hat mir gestern auch sehr gut gefallen, Boateng. Welche Statistiken willst du sehen? Ich habe keine Statistiken auf. Ich habe gerade die Aufstellung auf. Statistiken hatte ich doch schon zum Spiel. Kannst du dir aber gerne nochmal zeigen, wenn du sie sehen willst. Aber die sind wir gerade schon durchgegangen. Hier steht nicht, dass der Boateng im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Pfeife, ey. Nee, fand ich gut. Boateng war gestern gut. War sicher, war safe. Alaba war auch gut gestern. Ne, kann man auch nicht anders sagen. Ja, er hat wieder ein, zwei Mal... Ja, weiß ich auch nicht, was er immer hat. Ja, dass er nicht in den Zweikampf geht. Das war gestern auch wieder der Fall. Das war gegen Atletico noch dramatischer, aber gestern, die Frankfurter, die waren halt 2 oder 3 Mal vorne. So, und dann versucht er halt nur zuzustellen. Und das war schon gegen Atletico scheiße und das war gestern auch scheiße. Ja? Da muss halt der zweite, dritte Mann kommen, der geht dann in den Zweikampf rein. Er stellt sich einfach nur davor. Ich meine, wenn er dann den Ball wenigstens blocken würde, wenn er dann auch mal versucht zu schießen, das tut er ja auch nicht. Also... Weiß ich nicht. Das war das, was mir gestern aufgefallen ist. Das war aber auch nur bei einer Szene. Ansonsten war der Alaba gestern auch gut. Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, dass Frankfurt einfach auch nicht irgendwie in der Lage war, uns irgendwie unter Druck zu setzen. Von daher kannst du das auch nicht wieder zum Maßstab nehmen. Wie gesagt, generell, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Und jetzt ist der Davies nun mal verletzt. Wir haben keinen linken Verteidiger. Ich finde es halt unlogisch, dass ein linker Verteidiger auf der Innenverteidigerposition spielt, was er erst seit einer halben Saison tut. Und dass ein Innenverteidiger als linker Verteidiger spielt. Wo ist der Sinn? Ja, und der Hernandez ist aktuell in einer Form, ja, da sieht man, warum wir ihn gekauft haben. Ne? Und ich finde, er ist auf der linken Verteidigerposition einfach verschenkt. Und ich denke auch, der Alaba ist als linker Verteidiger stärker wie der Hernandez. Gerade was die Offensive angeht. Bin gespannt, wie die nächsten Wochen weitergehen. Ich meine, der Flick hat selber in der Pressekonferenz gesagt, dass der Hernandez ja eher ein Innenverteidiger ist. Ja. Mal schauen, ob er die Eier hat, den Alaba wieder als Linksverteidiger hinzustellen, obwohl der Alaba keinen Bock als Linksverteidiger hat. Oder ob er ihn weiter Zucker in den Arsch bläst, weil er den Vertrag nicht verlängert, Alter. Bin gespannt. So, das ist so die einzige Baustelle, die ich bei uns sehe. Wobei man natürlich sagen muss, in der Dingens hat er jetzt auch linker Verteidiger gespielt. In der Nationalmannschaft der Alaba. Oder linkes Mittelfeld oder was. So, kann ich mich jetzt wieder hier ins Bild setzen? Hast du die Statistiken gesehen? Junge, Junge.
Küche. Ist doch nicht in die Küche zu gehen, wenn hier der Stream läuft. Nee, ansonsten war der Alaba auch stark ist. Da gibt es nichts zu meckern. Aber wie gesagt, ich würde es halt gerne mal andersrum sehen. Bruno Sarr war nach vorne hin, war er stark. Wir haben auch gesehen, er hat auch 8 Zweikämpfe gewonnen. Also zweikampfmäßig war er auch gut unterwegs. Ansonsten war er noch ein bisschen unsicher nach hinten hin. Ne? Klappt das Zusammenspiel noch nicht ganz so, aber ich denke mal, ist auch normal. Erstmal ist er noch ein bisschen nervös, aber so Bundesliga ist ja was anderes, als in Frankreich da irgendwo rumzueiern. Und ansonsten muss die Abstimmung, können ja auch noch gar nicht passen, ne? Nach den paar Tagen, die er bei uns ist. Ich denke, der wird sich schon gut einbringen. Nach vorne hin war er eh gut. Hat halt ein paar leichte Ballverluste gehabt, so teilweise. Aber wie gesagt, zweikampfstark ist er auch. Das hat man gesehen. Also Ansätze waren da. Hat noch Luft nach oben, aber ich denke, das wird auch noch kommen. Ja, was mich dann gestern auch überrascht hat, dass der Kimmich hat vor Goretzka gespielt. Sonst ist das eigentlich immer andersrum. Ein Großteil der Spiele. Hat mir auch ganz gut gefallen, war okay. Generell Kimmich, Goretzka. Ich denke, ja, da gibt es im Moment kein besseres Duo, was so Defensive, so 6-8 angeht. Also die beiden machen das echt herausragend. Sollte der Yogi sich auch so gönnen, denke ich. Damit er mal ein bisschen Ruhe reinkriegt. Da würde ich den Groß auch eher mal beiseite schieben. Aber das wird er wahrscheinlich nicht machen, weil wieder so verdienter Spieler und so ein Scheiße. Nur mal so als Tipp an Yogi, wa? Hab sie mir selbst auf. Ich hab sie dir doch gerade aufgemacht. Was ist denn los mit dir? Ja, Kingsley, wie gesagt, war okay, war verbessert zu den Spielen vorher in der Bundesliga. Ist aber ein bisschen abgefallen zum Vergleich zum Champions League-Spiel. Liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, weil ihm auch noch ein bisschen die Spielpraxis fehlt und sowas. Müller, habe ich ja schon gesagt, Müller war gestern wieder so, ich glaube, das war wieder so ein originaler Müller. Ich glaube, der hätte noch irgendwie 90 Minuten spielen können. War bemüht, war okay. Ja, war jetzt nicht schlecht oder sowas, aber es war wieder so ein Müller-Tag. Ja, Douglas Costa hat mir gut gefallen, auch davor schon die Einsätze, die er hatte. Wenn da noch ein bisschen die Abstimmung kommt. Ich fand den damals schon mega, wo er bei uns war. Also mir gefällt die Art, wie er spielt. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, denke ich, ja, sind wir da mega aufgestellt. Ne? Mit dem Sané, mit dem Coman, Gnabry auch noch, der irgendwie falsch positiv Corona hat. Und dann noch den Costa, Alter, ja. Wenn halt echt mal einer schlecht drauf ist, nimmst du ihn raus nach 60 Minuten, Alter. Dann kommt die nächste Kanone rein, ne? Also, das haben wir ja gestern auch gesehen. Also, Costa hat gut gezündet, ja, und Sané hat auch direkt gezündet. Und selbst Musiala hat noch gut gezündet. War auch bemüht. Hat ja auch noch das Tor gemacht. Ein bisschen glücklich. Ja, alles gut. Zum Levi brauchen wir nichts sagen. 3 Hütten gemacht. Ja. Choupo-Moting hast du nicht viel gesehen, wo er drauf war. War bemüht, aber gut, da waren wir eh schon im Verwaltungsmodus. So ab der 70. war halt echt so irgendwie. Ja gut, der Sané hat dann nochmal das Tor gemacht, 72. Aber spätestens danach war dann, hat man schon gemerkt, so Kräfte schon angesagt. Samuel Salah dann in der 90. nochmal das Ding da macht, ja. Aber ansonsten hätten wir ernsthaft weitergespielt. Ja, wir hätten so schon 7 Stück machen müssen eigentlich. Ich denke, das sagt alles. Ja, und vielleicht nochmal zum Javi. Javi hat es wieder Javi-mäßig gemacht, ne? Wie gesagt, hat er Innenverteidiger gespielt, was sich ein bisschen gewundert hat. Aber hat auch super geklappt. Meine Boateng hat ja früher auch schon im defensiven Mittelfeld mal gespielt bei uns. Ja, ich denke, wir sind variabel aufgestellt. Der einzige Wermutstropfen ist halt echt, dass der Davis verletzt ist. Ist ein bisschen schade. Aber was willst du machen, ne? So ist das halt. Sätze live. Ich meine, wenn alle Stricke reißen, hast du halt den Hernandez und den Alaba als Linksverteidiger und in der Mitte. In der Mitte haben wir genug Auswahl. Du hast einen Martinez noch, der in der Mitte spielen kann. Du hast ein Pavard, der noch in der Mitte spielen kann als Innenverteidiger. Jetzt haben wir ja den Saar, der kann den Außenverteidiger machen. Und selbst der Kimmich hat schon Innenverteidiger gespielt bei uns. Also wir haben halt so viele Spieler, die so variabel sind. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass da irgendwie
irgendwas passiert. Ja, das war es eigentlich zu den Spielen. Wie gesagt, ich kann nicht viel meckern. Ich kann nicht viel ankreiden. Es war alles gut. Wir können ja vielleicht nochmal einen Blick auf die nächsten Spiele schmeißen. Geht ja schon wieder am Dienstag weiter. Gegen Lok Moskau. Oh, ich sehe gerade sogar um 19 Uhr. Oh, ist ja mal nice. Ich auf der Arbeit. Ja, wir haben irgendwie jetzt 4 Auswärtsspiele hintereinander. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Weil, ja, Reisestrapazen darf man nicht unterschätzen. Ne? Wenn du das jetzt siehst, alle 3 Tage Spiel. Danach ist dann hier, sind ja 2 Wochen dazwischen, da ist aber Länderspielreise. Und da stehen auch wieder 3 Länderspiele an. Also, es nimmt kein Ende. Ist für uns ganz gut, für Müller, Boateng und sowas, ne? Die nicht mehr keine Länderspiele machen. Die haben dann mal 2 Wochen Pause. Das spielt uns natürlich ein bisschen in die Karten. Aber, ja, ansonsten, wenn wir schlau sind nach dem Dortmund-Spiel nochmal 2, 3 Spieler angeschlagen. So, dass sie nicht zur Nationalmannschaft fahren. Bin gespannt. Aber ansonsten, ja, Programm ist alle 3 Tage ein Spiel. Das geht bis Weihnachten. Ne? Das ist halt einfach so. Wenn nicht hier, dann halt bei der schwulen Nationalmannschaft, Alter. Mit 3 Nationalmannschaftsspielen, die keine Sau interessieren, Alter. Irgendeine Kack-Nations League, die keine Sau interessiert. Boah, also... Ich meine, das war schon vorher schlimm immer mit den Nationalmannschaftsspielen, ja. Dass die Spieler da keine Pause haben. Und dann jetzt in diesem Jahr, ja, natürlich verständlich, dass man sagt, ja, aber ist ja EM und so. Aber man hätte doch diese verkackte Nations League und diese verkackten Freundschaftsspiele mal außen vor lassen können. Alter. Ich meine, die Spieler, die spielen alle. Das ist ja nicht, dass die jetzt ein Jahr rumsitzen, die spielen alle. Ja, dann hättest du doch sagen können, keine Ahnung, vor der EM, ja, 2 Wochen oder 3 Wochen, was weiß ich was. Da machst du dann irgendwie 3, 4 Spiele und gut ist. Was bringt das, die 3 Spiele jetzt zu machen? Und dann musst du wieder... Was soll sich da einspielen, Alter? Die EM ist ja trotzdem erst in 10 Monaten. Das ist halt kompletter Schwachsinn. Das ist einfach nur Geldmacherei, ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Diese Nations League-Kacke da. Und ich habe da nicht ein Spiel gesehen. Auch letztes Jahr nicht, diese Nations League-Kacke. Nicht ein Spiel. Wen interessiert auch die Nationalmannschaft, Alter? Ist mal ehrlich. Interessiert keine Sau mehr. Guckt doch keine Sau. Die ist ja eine TV-Quote, dass das keine Sau interessiert, Alter. Lächerlich. Die ist ja auch am Stadion. Die sind ja auch nicht. Da geht ja auch keine Sau mehr hin. Knackiges Programm. Ja, weißt du, so, also echt, Nationalmannschaft, alles nicht mehr sehenswert. Ehrlich. Interessiert mich null. Das war mal früher ganz anders, aber mittlerweile. Auch wenn du siehst, wer da rumeiert, Alter. Junge, Junge. Nee, wir nehmen keinen Müller, keinen Hummels, keinen Boateng mit. Oh, wir kriegen aber ganz schön viele Gegentore immer. Wir bräuchten mal einen richtigen Abwehrchef. Der Süle spielt erst gar nicht, Alter. Guck dir an, welche Graupen da rumlaufen, Alter. Das ist eine deutsche Nationalmannschaft. Junge. Könnte ich mich in Rage reden. Wie man merkt. Guck mal, wir haben was zu meckern gefunden. Hey, wahrscheinlich über den FC Bayern meckern können. Nee, also Nationalmannschaft ist ein Trauerspiel aktuell. Weißt du? Ich bin da immer so beim Otto. Beim Rehagel. Es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und schlechte. So. Ich meine, gut, wenn man sich jetzt da hinstellt und sagt, vor 1 oder 2 Jahren, ja, ich möchte den Umbruch machen und ja, dann ist das halt so. Ne? Da muss man sich jetzt aber auch nicht da hinstellen und da irgendwie rumheulen. Weil jetzt mal ehrlich, wer soll das nachvollziehen, dass der Spieler, der letzte Saison der Top-Scorer war, einen Rekord in Vorlagen aufgestellt hat, der nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielt, Alter. Es gibt keinen deutscheren Spieler als Thomas Müller. Allein vom Namen her. Lächerlich, oder? Lächerlich. Lächerlich einfach. Echt, könnte ich mich richtig aufregen, ey.
Und der Hummels und der Boateng genauso. Ich meine, klar, zu der Zeit, wo er gesagt hat, wir setzen auf die Jungen, ja, waren sie im Formtief, gar keine Frage. So, aber dann, ja, weiß ich nicht. Also weil das war beim Löw schon immer so, ne? Das war schon mit dem Wagner so, wenn er da irgendwelche hat, die er nicht leiden kann oder was, dann gehen die raus und ach, weiß ich auch nicht. Ganz komischer Typ irgendwie der Situation. Aber gut. Müssen sie mit leben, dass das halt keine Sau mehr guckt. Dass die Leute das nicht nachvollziehen können, dass halt so die besten Spieler nicht spielen. Ne? Naja, wie gesagt, wenn die besten spielen hier zur Verfügung hat, ist ja im Mittelfeld und nach vorne ist ja alles gut. Ja, wenn er allein mal die Bayern in seine Goretzka und Kimmich mal das Mittelfeld überlassen würdest, wenn du mal den Kroos da wegnehmen würdest, ja, der da für mich eh nichts mehr zu suchen hat. So, dann hast du rechts einen Sané, vorne hast du einen Werner. Links, was weiß ich, wenn du da nimmst, kannst du dir irgendeinen aussuchen. Den Reus brauchst du auch nicht erwähnen, Alter, der spielt eh nur ein Spiel, dann ist er wieder verletzt. Nimmst den Draxler oder was weiß ich, der sitzt ja auch nur auf der Bank bei Paris. Der Löw steht ja da drauf, wenn die Leute auf der Bank sitzen. Aber hinten hast du halt nichts. Du hast hinten den Süle. Und das war's. Ich weiß nicht, was mit dem Tar ist. Keine Ahnung, ob der die letzten Spiele gespielt hat. Der Rüdiger, Alter, der Rüdiger ist eine Wurst. Ich weiß gar nicht, wie der Rüdiger nach Chelsea gekommen ist, Alter. Der spielt in der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das ist eine gute Frage, ob es einen Weltpokal gibt. Normalerweise muss es ja... normalerweise müsste es das ja geben, aber... Ich meine, es geht um Geld. Als ob die den absagen. Ich google mal. Ist ja dann auch noch die FIFA. Eigentlich könnte ich ja einfach bei uns mal unter Spiele gucken, ob da irgendwo was steht. Da steht nichts. Nee, also ist auf jeden Fall noch nichts angesetzt. Wird dann bestimmt nachgeholt, oder was? ...2021, mal gucken, was er da anzeigt. Die Bayern startet bei Reformierter Club WM 2021. Und wann ist denn der Bericht, Alter? Club WM ist löst den Confederations Cup. Aber das hat ja nichts mit dem Weltpokal zu tun. FIFA World Cup Dezember 2020. World Cup. Der World Cup ist doch Dingens. Weltmeisterschaft. So nichts mit dem. Dun, 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 dun.
Gehen wir doch einfach mal auf FIFA.com, Alter. Da muss doch wenn was stehen. Ne, steht aber auch nichts. Aber wenn, dann hätte es ja auch bei uns auf der Seite unter Spiele stehen müssen. Aber da steht ja auch nichts. Gibt es wohl also anscheinend nicht dieses Jahr. Aber ich habe auch gelesen, dass wir weniger Prämien jetzt kriegen, alle. Alles so Champions League Prämien. Gibt alles weniger. Also haben wir das vielleicht abgesagt. Ja, es gibt ja jetzt diese... Hier, warte, wo ist er? Diese Club-WM. Nächstes Jahr. I don't know, ey. Titel weniger. Ja, ich fand das auch immer gut. Ich meine, mit dem Turnier, das fand ich jetzt nicht so geil. Aber vorher, wo es dann einfach so gegen den südamerikanischen oder amerikanischen Dingens geht. Weil du spielst halt nicht gegen die Clubs, ne? Sonst. Das ist schon ganz interessant, finde ich. Aber deswegen gibt es ja jetzt diese Club-WM. 2021. Dann spielt sie ja auch gegen diese Mannschaften. Aber ob das noch aktuell ist, Alter, zu Corona-Zeiten, ist so eine Frage. Vor allem, weil ja jetzt doch die EM verschoben wurde und was weiß ich. Bayern bangen um den Weltpokal. Austragung der Club-WM in Katar steht wegen Corona auf der Kippe. Okay. FC Bayern hat sich den Champions League-Sieg für die Club-WM qualifiziert. Durch die Corona-Pandemie ist es aber noch ungewiss, ob das Turnier in seiner gewohnten Form ausgetragen werden kann. Ja, deswegen gibt es auch noch keine Infos. Ja, aber wann auch? Jetzt mal ehrlich. In den 10 Tagen Winterpause, die wir haben, oder was? Wo willst du die Spiele einballern? Vorher musst du ja 2 Spiele machen. Bisher haben sich nur der FC Bayern als Champions League-Sieger und der Katar-Meister Al-Duhail SC für den Weltpokal qualifiziert. Alle anderen potenziellen Teilnehmer befinden sich noch mitten im Wettbewerb und wegen Corona im Terminstress. Unter anderem wurde in den südamerikanischen Copa Libertadores gerade einmal 2 Spieltage absolviert. Der Wettbewerb wird nächste Woche fortgesetzt. Das Finale am 1. November steigen. Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie bringt Südamerikanische Spiele nicht weiter zum Erliegen. Bla bla bla. Ja, also steht das noch in den Sternen. Aber wahrscheinlich werden sie es dann noch irgendwo zwischenquetschen. Bin ich mir sicher. Wenn alle 4 Mannschaften feststehen, Alter, garantiert hauen die irgendwo die Spiele zwischen. Jeder steht sich um Geld für die FIFA. Ist ja so. Meint für uns ja auch. Bei uns zählt auch jede Mille. Müssen wir auch nichts vormachen. Ich habe gelesen, wir bekommen jetzt 6 oder 7 Millionen weniger von als Champions League Prämien. Wenn ihr dazu rechnet, dass jedes Heimspiel, was wir nicht haben, das hat auch eine Menge Kohle, die da weggeht, ne? Darf man alles nicht unterschätzen, ey. Champions League. Oh, ist das eine komische Übersicht. Ja, aber das Real gegen Donetsk verloren hat, ist auch so ein geiles Ergebnis, oder? Aber man muss ja mal sagen, die deutschen Mannschaften haben sich gut geschlagen, ne? Ich meine, wir meckern ja immer über die deutschen Mannschaften, mal abgesehen von Dortmund jetzt. Dortmund war natürlich ein Trauerspiel, dass sie 3-1 bei Lazio verloren haben. Aber die Gladbacher haben ja sogar noch 2-1 geführt bis kurz vor Schluss. Haben immerhin 2-2 gespielt bei Inter. Das ist schon ein starkes Ergebnis, wie ich finde. Gut, und RB muss auch gewinnen. Ne? Gegen die Türken müssen sie gewinnen. Zu Hause. Muss man einfach mal so klar sagen. Haben sie auch.
Was schön ist. Also da können wir nicht meckern, würde ich sagen. Ich glaube, Leverkusen hat es auch gewonnen, oder nicht? Leverkusen hat 6-2 gegen Nizza gewonnen. Hoffenheim hat 2-0 gegen Roter Stern gewonnen. Ja, also gut, Wolfsburg, ach nee, das ist Wolfsberg. War nicht noch ein Dritter dabei? Ist nur Hoffenheim und Leverkusen oder was? Ja, aber da war es ein gelungener Spieltag. Muss man ja auch mal sagen. Haben wir ja auch schon ganz anders erlebt. International. Können wir über was anderes reden? Wieso? Ich weiß gar nicht, hat eigentlich der Immobil euch 2 eingeschenkt oder was? Alter, der schießt überall Tore am Fließband, außer die 1,5 Jahre, wo er in Dortmund war. Ist auch legendär, oder? Den habt ihr nicht zum Laufen gekriegt, ey. Naja, ich meine, das Schöne daran ist ja an dieser Corona-Scheiße, dass wir jetzt nicht 4 Wochen warten müssen, wieder bis mal das zweite Champions League-Spiel ist. Das war ja auch komplett daneben, oder? Gerade bei den K.O.-Spielen. Spielst eine Woche, dann hast du 2 Wochen Pause, Alter, und spielst erst nach 3 Wochen wieder gegen den Gegner im Rückspiel. Das war komplett Banane. Ich möchte mich nicht äußern. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch durch mit meinen Themen. Ich habe alles gesagt. Nationalmannschaft könnte ich noch eine halbe Stunde weiter meckern. Aber da drehen wir uns ja auch im Kreis. Also ich denke nicht, dass der Yogi da über seinen Schatten springen wird und Müller oder Boateng oder ein Hummel zurückholen wird. Das glaube ich nicht. Wo, wenn man guckt, wie die in Form sind, wird es für die EM wahrscheinlich schon Sinn machen, aber ich glaube es nicht. Und was auch sein gutes Recht ist, also davon mal ab. Wenn er meint, er muss da unbedingt einen Umbruch machen, soll er das machen. Ja, dann muss ich ihm das mal schicken. Na gut. Wenn von euch keiner mehr was hat, bin ich durch. Meinst du, über das Derby brauchen wir ja nicht reden? Also 3-0 ist ja auch eine klare Geschichte gewesen. Sonst gab es ja auch keine Überraschung in der Bundesliga bisher, diesen Spieltag. Also. Gut, dann verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ja. Für alle anderen, die auch nicht nur wegen Fußball hier sind, nach dem Essen werde ich nochmal einen Stream anschmeißen, da werden wir irgendwas zocken. Denk mal so gegen 15 Uhr rum. Gut. Mal den Rechner wechseln. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, einen schönen Restsonntag und wer Bock hat, bis nächste Woche. Tschüssi.